Salut zusammen und herzlich willkommen zu der neuesten Folge von meinem Podcast. Liebe Leute, ich hoffe, dass ich beim heutigen Podcast nicht irgendwie gemein oder zu hochnäsig oder ja, irgendwie beleidigend wirke. Aber ehrlich, ich muss noch gestehen, beim heutigen Podcast habe ich so einen richtigen Hals. Der Grund ist eigentlich ganz einfach. Der Grund ist effektiv ganz einfach. Und zwar wegen einem Folgenartikel, wo der Blick heute hat rausgehauen, gestern hat rausgehauen. Und zwar folgende: Uns wird daheim weggenommen. Tourcamper von Estavayer-le-Lac im Kanton Fribourg am Neuenburgersee müssen einem 4-Sterne-Camping weichen. Der anhaltende Campingboom setzt Saisonmieter in der ganzen Schweiz unter Druck. Das habe ich heute gesehen, heute am 18.08., als ich die Folge hier aufnehme. Ist das jetzt wirklich euer Ernst? Heisst inzwischen, dass immer wie mehr Leute sehr wahrscheinlich auf das Ding von ja, wir haben keinen Bock mehr irgendwie ins Ausland zu fliegen oder irgendwie auch ins Ausland zu fahren, also keinen Bock mehr sehr wahrscheinlich beim Gotthard stehen oder ein bisschen länger, dass man das irgendwie nicht mitmacht, sondern mehr eben auf Campingplätze geht. Aber dass man nachher in dem Sinn nicht einmal das Feeling von Camping hat. Das ist, glaube ich, der wenigsten nicht bewusst. Aber ja, anscheinend hat die Gemeinde hier mitbekommen, oh, da ist sehr wahrscheinlich eine sehr grosse Nachfrage. Tun wir hier mal mit dem TCS zusammenarbeiten. Und das ist jetzt das Ergebnis. Und ich habe das gelesen und gedacht, what the F? Also wirklich, nein. Klar, auch zum anderen Grund, weil es meine Familie betrifft. Also dort ist auch meine Familie involviert. Personen aus meiner Familie sind dort ebenfalls davon betroffen. Und man muss sich einfach mal im Klaren sein, das ist einfach... Oh. Hey, ich habe das gelesen und gedacht, nein, echt nein. Weil das Problem ist, glaube ich, in meinen Augen das. Viele von diesen Schlipsträgern, die hier irgendwie in einer Gemeinde hocken, sind auch einmal oder zweimal vielleicht auf einem Campingplatz gesehen oder vielleicht auch je nachdem mehrmals. Aber sie haben sehr wahrscheinlich nie das Feeling können haben, wenn sie in der eigenen Gemeinde auf dem Camping sich sehen, wie wenn sie weiter sind gefahren, also eben zum Beispiel meine Familie, also wo dort Platz hat, als Tourmieter, die fahren nicht einfach schnell eine halbe Stunde oder so für die Terre. Es ist nicht schnell ums Eck. Und ich glaube, so ein Schlipsträger oder irgendwie Schlipsträgerin, die können sich einfach nicht im Klaren sein, was das für eine Mentalität ist, wenn du auf einem Camping Tourmieter bist. Wenn du dort auch Freunde findest, wo du je nachdem auch mal außerhalb von der Saison, von der Camping-Saison triffst. Das kenne ja ich in dem Sinn auch. Ich habe das halbe Leben auf einem anderen Camping verbracht, wo übrigens, wie ich habe gelesen, kann ich euch auch gerne zeigen. Übrigens haben wir wieder die Playboy Mania Promotion. Auf jeden Fall eben hier, der Campingplatz Salevo im Kanton Watt. Dort wird es in dem Sinn auch teurer, weil mir jetzt hat gesagt, nach 2 Gasexplosionen, die dort sind passiert, werden in dem Sinn Parzellen anders gerichtet. Heisst, dass man als Wohnwagen mehr Parzellen bekommt, aber gleichzeitig auch mehr muss zahlen. Heisst, dass die Wohnwege in dem Sinn bis zu der nächsten Parzelle mehr Abstand haben, aber eben du musst dafür zahlen. Und da verstehe ich natürlich nachher auch, dass auch dort plötzlich Leute sagen, hey, sorry, aber das können wir uns nicht mehr leisten. Ich meine, eine Familie mit mehreren Kindern wird schwierig. Und eben, als ich heute den Artikel habe gesehen, dass eben jetzt dort aufgrund von ja, nicht Campingboom, also sie schreiben es schon richtig, aufgrund von Glamping, dass wir jetzt Glamping machen. Wer nicht weiss, was Glamping ist, also ich kann euch es gerne auch zeigen. Also für die jetzt auf Spotify zum Beispiel hören, tut vielleicht wechseln auf Videocast, dass ihr in dem Sinne auch seht, was ich hier zeige. Auf jeden Fall, das hier ist Glamping. Das heisst, dass man nachher anstatt in einem Wohnwagen schläft oder in einem Zelt, aber hauptsächlich ja, in einem Wohnwagen als Tourcamper, dass man nachher so etwas mieten kann.
Oder so etwas, so schöne kleine Häuschen, die irgendwie aussehen, als hätte es Pippi Langstrumpf selber hinten rausgelassen. Nein, ich habe so einen Pott, mit Doppelbett, ausziehbarem Sofabett, Küchenzelle, Tischstuhl und Dusch und WC. Und das Ding ist natürlich, die Campingplätze können in dem Sinne, oder besser gesagt der TCS, kann natürlich dort dementsprechend mehr verdienen, weil sie in dem Sinne ja die Infrastruktur gerade anbieten. Und hey, ich kann ehrlich, wirklich, ich meine, ich bin jetzt gerade mal bei 7 Minuten von diesem Podcast und ich merke, ich bekomme immer wie mehr einen dickeren Hals. Aber ehrlich, liebe Leute, vor allem in den Gemeinden, die ein Camping haben, in ihrer Gemeinde, geht's eigentlich noch? Was läuft bei euch falsch? Nein, eigentlich noch sagen, nein, es ist nicht aufgrund vom Cash, also dass es nicht aufgrund vom Geld her ist, also dass man mehr verdienen will. Klar, kostet in dem Sinne Tourcamper, klar bringt er natürlich weniger, aber du hast dafür eine loyale Person oder eine loyale Familie, die in dem Sinn auf dem Camping, wo du mit weiss nicht was allem gefüllt hast, in dem Sinn finanzieren. Und nochmal, ich plädiere hier nochmal an jeden Schlipsträger Dose. Sorry, wenn ich die Dose gerade erwähne. Ich weiss auch, SWJ Le Lac ist im Kanton Freiburg. Ich glaube, die Leute dort verstehen mich nicht einmal. Aber es ist mir so egal. Aber nochmal, Leute, die nie Tourcamping haben gemacht, die wissen nicht, was du dort in dem Sinn kannst und darfst erleben. An all diesen Emotionen. Auch hier, die Jolanda und der Roland Graber sitzen vor einem Wohnwagen und sie sagen später dann auch, dass sie dort mehr Kollegen haben als daheim. Ja, so war es auch bei uns gewesen. Auch ein engerer Zusammenschluss, weil du dort einfach ganz anders lebst, weder daheim in deinem Haus. Dort lebst du völlig anders. Oder auch die Kommentare, die ich hier gesehen habe. Eben, der eine hat hier irgendwie geschrieben, ich hasse Campingplätze. Wow, super. Hier, kann ich gerne mal zeigen, der Jan Müller. Nein, ich hasse Campingplätze. Super, vielen herzlichen Dank, Herr Müller, dass ihr das zum Ausdruck habt gebracht. Es ändert in dem Sinne einfach nichts, beziehungsweise was hilft jetzt das in dem Sinn? Was nützt dem Herr Müller, wenn er eben sagt, er hasse Campingplätze? Nichts. Er kann vielleicht gut schlafen. Oder eben andere hat auch in den Kommentaren geschrieben, oder andere Frau, ja, die Wohnwagen, die haben ja Räder. Warum kann man denn nicht einfach auf einen anderen Campingplatz und mal Platz machen für andere? Ich glaube, der weiss nicht, warum das Wohnwagen Räder haben. Wieso, dass die Räder hey, weil man sie überhaupt zuerst mal auf einen Campingplatz muss bringen. Was denken die Leute? Dass irgendwie jeder Wohnwagen mit einem Lastwagen irgendwie geliefert wird? Soll man sich nur mal im Klaren sein, ein Lastwagen, ein Wohnmobil, je nach Grösse, kann vielleicht auf einem Schweizer Campingplatz noch rein. Aber ein Lastwagen, der hinten vielleicht noch einen Wohnwagen drauf hat, also heisst, mit so einem riesigen Anhänger wird schon mal sehr schwierig. Also will man doch in dem Sinn auch Räder haben, für das man auch zum Beispiel mit einem Auto will. Wohnwagen kann man mit einem Auto von A nach B bringen. Aber für das er schon mal auf einen Campingplatz kommt, macht man das in dem Sinn selber. Also man bringt ihn selber dorthin. Plus nachher kommt natürlich noch, der Wohnwagen selber ist ja noch nicht gemacht. Mehrheitlich kommt natürlich noch ein Vorzelt her. Heisst, das Zelt, wo du in dem Sinn nachher den Esstisch drin hast. Also wir haben zum Beispiel dort den Esstisch drin gehabt. Heisst, wenn wir nicht draussen können essen, haben wir nachher in dem Sinn drinnen können essen, wo man nachher in dem Sinn auch an der Wärme gesehen. Weil ein Wohnwagen ist schon je nachdem heutzutage auch möglich, je nach Größe der Familie, dass du dort einen Tisch durchgehend kannst drinnen haben. Aber bei uns ist es zum Beispiel so gewesen, dass wir den Tisch nicht die ganze Zeit im Wohnwagen haben können offen lassen. Das heisst, dass du zu oben, je nachdem zuerst noch hättest müssen den Tisch
zusammenprotzen, dann hättest du ein Bett machen darauf. Nicht dein Bett, sondern das Bett selber. Hättest du dort dann machen können. Also Matratze drauf, Bett, ein Decke und so. Und je nachdem hast du nicht immer Lust auf das. Und darum hat man grundsätzlich ein Vorzelt. Im Vorzelt sind je nachdem auch noch nebst dem Kühlschrank, neben dem kleinen, winzigen Kühlschrank, den du in einem Wohnwagen drin hast, haben die meisten Tourcamper, vor allem noch draussen, einen Kühlschrank. Je nachdem auch noch eine Gefrierung. Das hat man alles dort draussen. Das hat man in einem Vorzelt drin. Und ein Vorzelt ist nicht einfach nur ein Zelt, das schnell hast aufgestellt. Ein Vorzelt kann je nachdem auch noch einen Boden haben, mit Holz und allem. Wenn wir aber uns für den Winter parat gemacht, also heisst der Wohnwagen für die Überwinterung parat gemacht, dann sind wir extra auf das Salavo hoch und haben dort dann alles zusammengebrotzt. Jeglicher andere Wohnwagen hat nachher ausgesehen, als würde man dort irgendwie eine Bühne aufbauen. Aber nein, das ist das ganze Holz gewesen, das man abprotzen musste. Wie gesagt, ich glaube, Leute, die noch nie Tourcamper waren oder nur einen Wohnwagen mit einem einfachen Zelt haben genommen, zum mal ausprobieren. Ich glaube, die Leute können sich nicht vorstellen, was in dem Sinn als Tourcamper alles dazugehört. Was dort alles musst beachten. Ich habe auch gelesen, bei Salavo, also eben dort, wo wir sind, campen, wo ich mein halbes Leben verbracht, dass dort nicht einmal mehr Schirme sind erlaubt. Was mich auch sehr traurig hat gemacht, dass anscheinend das Restaurant zu ist, dass auch das Lädeli zu ist. Klar, der Artikel ist jetzt von 2022. Ich weiss nicht, wie es inzwischen wieder aussieht, aber wenn das so ist, dann ist das wirklich schade. Und klar wird da jetzt eben so ein Schlipsträger der wieder kommen mit eben, da sieht man ja, wenn man keine Einnahmen mehr macht, dann passiert halt so etwas. Aber auf der anderen Seite muss ich sagen, warum passiert das und warum geht man dort nicht entsprechend entgegen? Also, warum senkt man die Preise nicht ab? Vor allem scheinen nicht irgendwie Campingplätze einfach so beliebt zu sein, wo man nachher Camping macht, sondern vor allem jetzt eben Campingplätze, die noch von Seen sind. Wie zum Beispiel eben SAW-Jöchel-Lac, also wo dort der Camping wirklich direkt am See ist. Also ich habe auch meine Verwandten dort ein paar Mal besucht und ich kann mir sagen, hey, der Campingplatz hier, der bietet wirklich alles. Und dann kommt man mit solchem Seich. Wirklich. Und ich bin froh und ich hoffe und ich bin aus der Kirche austreten, aber von mir aus bete ich wieder mal, dass die Gruppe, die sich dort hat zusammengewürfelt hat, meine Verwandten eingeschlossen, dass sie zusammen mit dem Anwalt dort gewinnen. Weil man muss sich noch im Klaren sein. Dort werden auf 20 Tourcamper reduziert. Also Abplätze. Also hier steht ganz klar, die Parzellen für Tourcamper werden zusammengestrichen. Von heute über 100 auf rund 20. Behörden wollen mehr Platz für Touristen und Luxuscamping mit VIP- und Premium-Parzellen. Mit Umbau und Betrieb vom Platz hat die Gemeinde den Touring Club, also TCS, beauftragt. Echt, ich bekomme wirklich... Nein. Und vor allem eben, gleichzeitig wird der öffentliche Strandbereich vergrössert. Der öffentliche wird dann noch geschrieben, der öffentliche. Eben das wird bis auf 2026 gemacht, dass man zu einem 4-Sterne-Camping aufgerüstet wird. Ich frage mich einfach, was muss irgendwie in so einem Schlips gehen oder was müssen die Leute in dem Sinn dort auf dieser Gemeinde gerade für ein Thema haben, für zu sagen, oh ja, genau, wir können doch mehr Einnahmen machen, indem dass man den Camping auf einem 4-Sterne-Camping aufrüstet. Nein, ja, echt. Wirklich echt. Wenn man auch schon sieht, auf der Seite vom TCS selber kann man hier eingeben 1, 2, 3, 4 oder 5 Sterne. Also wie bei einem Hotel in dem Sinn. Und dann denkst du einfach, what the... Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, am Wasser, dann kommt hier in dem Sinn jegliche Camping vom TCS, der direkt eben am Wasser ist. Der, den ich gesehen habe, TCS Camping Salavo Plage. Ich habe jetzt gar nicht angeklickt, aber vielen herzlichen Dank.
Ich kann es nicht einmal auftun. Estavayer le Lac. Ah, hier. Eine Nouvelle Plage. Also sieht man hier nicht einmal. Hier. 3 Sterne. Und wir möchten eben gerne zu einem 4 Sterne. Und ich frage mich, was zu einem 3 Sterne gehört. Das wäre mal interessant. Wo ist da in dem Sinn der Unterschied zwischen 4 Sternen und 3 Sternen? Also wo macht man hier in dem Sinn den Abstrich? Das würde mich mal wundern. Also hier habe ich es jetzt gefunden von swisscamps.ch, die Sternenklassifikation. Und wenn man jetzt hier runtergeht, sieht man einfacher Camping, 1 Stern, nach dem zweckmäßigen Camping 2 Sterne, Standard Camping 3, Komfort Camping 4 und 5 Sterne ist dann Erstklasse Camping. Also, Estavayer le Lac ist Standard Camping. Heisst, ansprechende Infrastruktur in gutem Zustand. Ordentliche, gepflegte Ausstattung mit gutem Komfort, wohnlicher und ansprechender Gesamteindruck. Da gibt es die 3 Sterne. Wenn man jetzt Komfortcamping schaut, was sie ja wollen, also was hier gemein furztrockene Schlipsträger in dem Sinn hier wollen, Infrastruktur für gehobene Ansprüche. Entschuldigung. Neuwertige Ausstattung in gepflegter Qualität mit besonderem Komfort. Erstklassiger Gesamteindruck mit optisch aufeinander abgestimmten Formen und Materialien. Also in dem Sinn gibt es ab dann nachher 4 Sterne. Neuwertige Ausstattung in gepflegter Qualität mit besonderem Komfort. Was ich jetzt hier interessant finde, ist folgendes, und zwar wenn man Erstklasse-Camping geht, steht hier herausragende Infrastruktur vom Objekt, grosszügiges Flächenangebot, stilvolle und luxuriöse Ausstattung mit allem technischem Komfort. Sehr gepflegter und exklusiver Gesamteindruck. Da frage ich mich also, wenn eine Gemeinde von 3 Sternen auf eine 4 Sterne will, dann wäre ja in dem Sinn das gar noch nicht Camping. Dann wäre das doch erst Komfort, wo nichts von luxuriös und so steht. Aber, so wie sie jetzt ja geschrieben, möchten sie gerne eben Glamping und so ein bisschen eben, ja, luxuriös. Und ehrlich gesagt, also ich muss ehrlich zugeben, das wäre mehr schon 5 Sterne. Sagen sie da ja in dem Sinn eine falsche Aussage, wenn sie gerne auf 4 Sterne möchten. Also in meinen Augen müssten sie da schon auf 5 Sterne. Dort gehört also die herausragende Infrastruktur vom Objekt, grosszügiges Flächenangebot. Grosszügiges Flächenangebot heisst in dem Sinn genug Platz. Stilvolle und luxuriöse Ausstattung mit allem technischen Komfort, eben Glamping mit Küche, Bett, wo schon drin ist und alles. Sehr gepflegter und exklusiver Gesamteindruck. Wenn man jetzt eben nochmal auf einen 4er geht, steht hier nichts. Wirklich nichts von grosszügiges Flächenangebot. Also warum müssen denn die Leute dort, vielleicht kann man das an Anwalt erklären, also feel free, oder Gemeinsleute von Estavayer le Lac selber, wenn man doch zufrieden wäre mit einem 4 Stern, warum will man denn gleich so etwas luxuriös von einem 5 Stern? Also eine luxuriöse Ausstattung. Weil ich kann euch das sehr, sehr gerne zeigen. Und zwar hier unter dem Absatz Touristen 3-mal so rentabel. Da steht, zusätzliche Konkurrenz erhalten Tourcamper durch einen Glamping-Trend. Eine Art glamouröses Camping. Touristen können in voll ausgerüsteten Hütten Campingluft schnuppern. Doch für Bungalows oder Safari-Zelt müssen andere Angebote weichen. Also Bungalows, wo ich ganz klar weiss, dass die ja eben luxuriös ausgestattet werden. Also in meinen Augen macht man da eine Falschaussage, wenn man sagt, hey, wir möchten den Camping gerne auf einen 4-Sterne-Camping umrüsten. Ich weiss nicht, wie der TCS das in dem Sinn sieht, aber sollten dort in dem Sinn so eben Bungalows oder eben glamouröses Camping kommen für Touristen, die anscheinend seit Corona das Camping haben entdeckt, dann in meinen Augen, ja, wäre das schon 5 Sterne. Und dann müsstest du viel mehr bieten.
dann müsstest du viel mehr bieten. Aber eben, gemäss der Klassifikation von Swisscamps, wo über 200 Campingplätze in der Schweiz angehören, was nicht gerade wenig ist. Also, ehrlich gesagt, ich finde es wirklich schade. Ich finde es dreckig, hinterlistig, rücksichtslos, alles. Auch was mich hat sehr, sehr traurig gedünkt, ist die Story von Heidi und Roland Kocher, also von ihnen zu ihnen. Das wäre das Bärli hier. Die haben sogar, als sie dort mit Zelt haben angefangen haben, die nachher dann später einen Baum gepflanzt, der dort jetzt ist. Seit 58 Jahren. Das ist fast doppelt so alt wie ich. Seit 58 Jahren sind die dort. Und jetzt plötzlich kommt gemeint, Entschuldigung, aber wir möchten, wir möchten nicht gerne mehr Geld verdienen, aber es wäre gut, wenn ihr ein bisschen weniger Parzellen bekommt, ein paar ganz würden verschwinden, für dass wir hier eben so luxuriöses Camping veranstalten können. Würden sie das wirklich jetzt so umsetzen? Könnten sie das wirklich und tun sie das so umsetzen, SOW-Jölelag? Dann ehrlich, ich wünsche dieser Gemeinde oder dem TCS oder wem auch immer, ich wünsche denen, dass Touristen wegbleiben. Dass sie vielleicht einmal kommen und dann hätten sie es gesehen. That's it. Ich meine, sogar am F-Open Air wird schon Glamping angeboten. Ich meine, auch dort, ich kann am Greenfield in einem Zelt pennen. Klar, ich kann nicht pennen, weil es heftig ist. Und dann irgendwann mal von einer Kollegin das Angebot ist gekommen, dass ich zu ihr auch pennen konnte. Aber ich habe dort mitgemacht. Und da muss ich sagen, also schlafen kannst du nicht. Aber auf einem Camping du hast dort die Ruhe. Dort ist auch in dem Sinne die Regelung, hey, zu oben ist irgendwann mal Nachtruhe, solltest du nicht mehr rumschreien, solltest keine Radau mehr machen, solltest, keine Ahnung, nicht Rasen mehr oder was weiß ich. Klar gibt es je nachdem auch am Wochenende Veranstaltungen, aber hey, es gibt auch Tourcamper. Die gehen mit der Family dorthin. Und je nachdem geht der Vater am nächsten Tag wieder arbeiten und kommt so oben wieder her, aber dann genießt er einfach da oben halt mal nicht daheim mit der Hütte, sondern in der Mitte von Kollegen. Nein, ich glaube, so Schlipsträger, die begreifen das einfach nicht. Und ehrlich gesagt, ich hoffe wirklich, dass die vor Gericht oder wo auch immer mit dem Anwalt gewinnen, dass der Anwalt etwas auf dem Kerbholz hat und die Leute dort wirklich durchbringt, dass sie ihren Tourplatz behalten können und dass das Leben in dem Sinne dort wirklich weitergeht, so wie wir es kennen. Ich meine, dort haben alle Kommentare geschrieben, ja, macht ruhig mal Platz für andere. Oh, ich kann nicht zelteln, weil sie dort alles besetzt haben. Es gibt immer noch genug Platz für Zeltleute. Für Zelt gibt es grundsätzlich immer noch mehr Platz. Ich meine, lustigerweise, solche Leute schreiben, ja, die Tourcamper, ich habe keinen Platz mit dem Zelt. Haben die begriffen, dass in dem Sinne dort, wo Tourcamper momentan sind, wie eben Familie Graber oder Heidi und Roland Kocher, dass dort eben nachher so Seich herkommt, wie so Bungalows oder was haben sie noch geschrieben, irgendwie so Tipi-Zelt, Safari-Zelt, okay, Safari-Zelt, ja. Safari-Zelt müssen sie in dem Sinne weichen. Jetzt zeige ich es gerne. Also solche Dingsbums sollten sie in dem Sinn weichen. Und sehr viel Holz. Also wer so etwas zahlen will, ehrlich, das brennt ja auch gut. Das brennt, glaubt ihr auch sehr, sehr gut. Vor allem da, nein. Also hier hättest du sicher je nachdem noch der Innenraum, oder ich gebe mal ein, Safari-Zelt, Camping, so. Also ich frage mich wirklich, bei so einem Safari-Zelt, ja, eben mit so einem schönen Bett, noch ein bisschen Blümchen, ja, machst du richtig heimelig. Aber hier, also Tisch und dort, der ist draussen, aber da bin ich jetzt wirklich überfragt fast, ob das drinnen ist oder draussen. Oh, ist das hübsch. Also das brennt sehr gut, wenn da mal ein Feuer ausbricht. Also
Das brennt dann wirklich sehr, sehr gut. Im Vergleich zu einem Wohnwagen, der grundsätzlich ja Metall ist. Aber was haben wir da? Unterkunft für 1 bis maximal 4 Personen, eine Koje mit einem Doppelbett, eine Koje mit 2 Einzelbetten, eine Küchenecke mit Gaskocher, natürlich Kühlschrank, Waschbecken, Geschirr, vorhandene Toilette, Dusche, fließend Wasser. Was ich mich frage, was ist mit Strom? Da steht jetzt gar nichts von Strom. Okay, hier Kaffeemaschine, gut, da wird sicher auch Strom haben. Aber, boah. Bettwäsche sind mit einem bezogenen Kopfkissen ausgestattet. Auf Wunsch komplettes Bettwäsch-Set mit Fixlin-Tuch, bezogene Kopfkissen. Was man natürlich da auch ganz klar muss sehen, meine Damen und Herren. Bei so einem Safari-Zelt oder einem Bungalow braucht es grundsätzlich auch dementsprechend Personal. Also gibt man doch grundsätzlich wieder Personalkosten aus. Hat man in dem Sinn grundsätzlich gerade wieder weniger Einnahmen? Oder sehe ich das wieder falsch? Ja, auf jeden Fall nein. Ehrlich gesagt, und das ist jetzt meine Ansicht, wenn wir jetzt hier, oder ich glaube, ich selber wäre auch so gesehen, wenn auf dem Campingplatz, wo ich mein halbes Leben habe verbracht, wo ich aufgewachsen bin, wo ich ein paar von meinen ersten Schritten habe gemacht, wenn dort plötzlich mein bester Kollege hätte müssen weichen. Dort hatte ich wirklich gute Kollegen auf dem Campingplatz. Zum Beispiel der Alain und seine Schwester, also mit denen habe ich mich immer sehr gut verstanden, vertreibt, das sollte wie als wäre, wenn wir sonst Krach haben. Nein, dort habe ich mich sehr gut verstanden. Und genau so, weiss ich, geht es auch um meinen Bauchhaus, dann geht es genau gleich. Und er hat dort Freunde gefunden. Aber wenn ich jetzt müsste ansehen, dass plötzlich auf dem Platz, wo meine Kollegen sind gestanden, so ein Safari-Zelt oder ein Bungalow würde stehen. Ich weiss, die Leute, die das nachher mieten, können nichts dafür. Aber ich glaube, denen würde ich so eine Ignoranz entgegenschicken, weil ich einfach die ganze Zeit mit dem Gedanken rumlaufen würde, genau wegen dem, was die hier jetzt gerade unterstützen, haben meine Freunde keinen Platz mehr. Genau wegen dem. Das Ding ist ja noch, bei SAV Le Lac wird ja anscheinend der ausgelost. Den habe ich noch interessant gefunden. Nur noch 20 Plätze. Unglaublich. Also, nur noch 20 Plätze sind für Saisonmieter übrig. Wenn man auf Salovo schaut, das sind bedeutend schon mehr gewesen als Nummer 20 Tourmieter. Also 20 sind recht wenig. Und eben hier steht, die rund 20 Plätze, die nach dem Umbau für die Saisonmieter übrig sollten bleiben, sollen laut der Gemeinde per Losentscheid an die verbleibenden Camperinnen und Camper vergeben werden. Kannst du dir nicht ausdenken? Echt, kannst du dir nicht ausdenken? Ich habe so ein Haus, echt. Ich habe so ein Haus. Wie gesagt, ich glaube, nein, ich darf nicht sagen, irgendwas gemein, aber die sorgende Gemeinde oder eben wirklich geldgierige Gemeinde, ich sage, wie es ist, also ein Losentscheid. Also das ist wirklich schon fast barbarisch. Echt. Das ist wirklich schon fast barbarisch. Ich hoffe, wie gesagt, dass all die Leute, die dort momentan Tourcamper sind, dass die wirklich ein Happy End haben. Auch Salovo, also eben, ich weiß nicht, wie es heute läuft, aber auch Salovo hoffe ich wirklich, dass es auch dort ein Happy End gibt, dass inzwischen dort eine Lösung gefunden ist worden, dass vielleicht auch das Restaurant und der Laden wieder offen sind, aber SAV Le Lac, dann schneidet euch da ehrlich gesagt selber wirklich selber ins Fleisch. Wirklich. Ich habe sogar geschaut, auch noch, wer da zuständig ist, aber nein, ich wollte jetzt den nicht zeigen, sonst keine Ahnung, was mit da entgegenkommt. Aber eben der Trend von Modernisierung, eben, wir machen hier Glamping. Ja, ich verstehe ja auf der einen Seite, dass Familien in dem Sinn sparen oder dass sie da nicht mehr immer in ein Flugzeug hocken und den Flughafenstress nicht mehr mitmachen. Und ich glaube auch, die meisten von diesen Touris sind je nachdem nicht unbedingt solche, die weit fahren. Also ich meine, meine Verwandten, die haben dort schon einen Platz gehabt, wo sie noch zu Basel haben gewohnt. Also jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie lange die Fahrt war, bis dort durch. Ich könnte wirklich kotzen und ich hoffe wirklich für sie, dass es dort ein Happy End gibt. Ja.
Sorry, dass es in dem Sinne jetzt heute mal so einen Podcast hat gegeben, aber das hätte wirklich mal raus müssen. So, ich hoffe, ihr werdet auf jeden Fall noch einen schönen Mittwoch haben, weil eben Mittwoch kommt ja auch die Folge. Ihr werdet noch einen schönen Tag haben und ja, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, bis dann gibt es ein Happy End. Für Restaurant Le Lac. Macht's gut, bis dann, tschüss zusammen. Zwergschnauze.